Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Den Wilhelm Busch sagte mal, wenn über eine dumme Sache endlich Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Tatsächlich viel Gras als leider schon gewusst. Das schon 3 Jahre hier, dass wir hier eine memorable Debatte hatten. Und die Debatte hat damit geendet, dass Herr Juncker den memorable Satz gesagt hat, ich konvokiere die Regierung für morgen 10 Uhr, gehen wir nur an der Palais für den Grand Duc Neuwahlen vorzuschlagen. Dann hat der Chamberpräsident Moser schied vor einem nach ein paar erholsam dich gewünscht, an die Chambersitzung abgelesen. An der Misstrauensantrag von der demolischen Opposition gegen den Herrn Juncker persönlich, ein Antrag, den übrigens keine Neuwahlen gefordert hat, will ich hier betonen, war vom Tisch. Das war den Juncker-Coup am späten Abend vom 10. Juli 2013. Der SAP hat übrigens demals auch an einer Motion Neuwahlen vorgeschlagen, will ich aber auch so. Den Herr Juncker hat das also fertig gebracht, wahrscheinlich mal Wissen von der CSV, das will ich aber nicht so behaupten, die Chamber abzulesen, an die Regierung mit den Sozialisten dran am Amt zu lassen. Mir etwas steht fest, egal wie Demonstrationswahlen ausgegangen sind, den Herr Juncker hat als einer Intervention heute, den 10. Juli 2013, nie persönlich Konsequenzen aus der Geheimdienstaffäre gezogen. An CSV hat gegen den Bericht von der Enquetekommission als einer Globalität gestimmt. Es kann also keinen direkten Zusammenhang geben zwischen dem Resultat von der Enquete an der vorgezogenen Neuwahlen. Persönlich oder politische Responsabilitäten sind nie gezogen, auch nicht übrigens während der Wahlkampagne. Aber wenn sich nach herausstellen soll, dass all die pur mehr oder weniger kriminellen Affären, die am Verlauf von der Enquete parlamentär abgedeckt, die sie bei der Justiz am Sandverlauf sind, dann muss ich allerdings sagen, aber auch ein bisschen unter Adresse von der neuen Regierung, da wird der Skandal aber perfekt. An dem Kontext, Herr Präsident, will ich ein paar die Frohen und den Herrn Justizminister Brath stellen. Ich will dabei den Artikel 19 vom Code d'Instruction criminelle für leicht geändert 1989 vorausschicken. Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'État les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportun. Kann den Herr Justizminister der Chamber darüber also berichten, wie seine politische Responsabilität am Kader von dem Artikel wo geholt wird? Ich meine, dass er eine Berichtspflicht hat, contrairement zu dem, was Herr Wissler sieht, nur 3 Jahre als zuständiger Minister, nachdem 3 Jahre vergangen sind, wo die Fähigkeit abgedeckt sind von dieser Chamber an ihrem Bericht von der Enquetekommission. Heute die präzise Fragen, wo ich auch gerne eine präzise Antwort hätte. Erstens, wo ist die Dauerenaffäre drin? Die ist zwar durch eine Ordonnance vom 15. Februar 2013 von der Chambre du Conseil vom Bezirksgericht Lützeburg als verjährt erklärt ging. Verjährt übrigens auch durch den Fehler vom Herrn Juncker, diese Verjährung gelost hat, ohne einen Plan zu machen. Spätestens Ende Januar steht an der Ordonnance 2009, hat er müssen von der Affäre wissen. An die Action Publique als 3 Jahre danach, der 9. März 2012, erleicht deposiert gehen. Das heißt, hors délai, sie war also verjährt. Dann geht an der anderen Affäre, als sie aber trotzdem weitergegangen, ob 2 Vollen. A, die von der kryptierten CD, über das Gespräch zwischen Staatsminister und Staatschef zur Bommelea-Affäre. B, die von der illegalen Rekut vom Herrn M am Kader von der kryptierten CD. Sie als C auch weitergegangen, als demals gesagt ging, am Kader von der Diffusion vom Inhalt vom Auergespräch Mil Juncker an der Presse. Wo sind die 3 Vollen haut drin? An der Wertverhängung Volle sind die vom Lützeburger Wort veröffentlicht Extraen.
an Aussoen vun den Herren Kammer a Bëttel, an de vum RTL veröffentlichten Extre aus den Aussoe vum Herr Gira Schofer vum Herr Bëttel entsternen. Ass déi wolle respektiv sinn déi wollen, ass denen déi Aussoe stermen, beim Untersuchungsrichter aufgeschloss, ja oder neen? War ja, vu wéi ass dann die entsprechend Ordonnanz vun der Chambre du Conseil. War net, ass du net de Sekret de l'Instruction violéiert ginn. An wat as Standstellung vum Justizminister dozo. Zweitens, wo sind die Enqueten aus den anderen Affären drun, die sich laut Bericht von der Enquetekommission aus der Srell-Affäre ergehen nun? Ich zähle es ab. Sie gehen auch an einem Bericht von der Enquetekommission abgezählt. Die Affäre im Gratis-Funding auf Staatskaste vom Herrn Gerard Reuter, ehemaliger Präsident von der Cour des Comptes, ein mutmaßliches Srell-Agent oder Informant, ich weiß das nicht so richtig. Dann die Geheimopnahme von einer Regierungsbesprechung am Kontext von der Theorie vom Srell über die Bombenlehr-Affäre, die den Herr Mill an einer Sitzung den 7. Juni 2013 auch zugegeben hat, dass es tatsächlich geschieht ist. Geschichte von den 5 Autos, die vom Srell gekauft waren zu Privatzwecken, und dann die illegale Kutten, die während der Enquete am Srell nach vom Herr Heck entdeckt sind. Wo sind die Enqueten haut drun, will ich wissen? Gibt es an den Enqueten eng Ordonnance de Clôture vom Untersuchungsrichter? Gibt es eng Decision von der Chambre du Conseil? Oder sogar ein Urteil, ob definitiv oder nicht? An all Käiers mit wat für engem Resultat. Da will ich da am Besonderen die Affäre von der Police parallel abwerfen, die ich persönlich besonders skandalös an Diggelas fanden. Hier hat den Herr Kammer, den lo so am Mittelpunkt steht, als freiere Polizist Dossien mattgeschläft bei seiner Affektation an das Srell, an du noch weiter treiert. An zu summen habe ich auch mal mehr Mill, an mehr Schneider, ob schon der gut nicht beim Srell zu dienen hat, an noch gut nicht mit der Police zu dienen hat. Hat sich demos auch gedrängt, für Feiern zu summen zu kriegen gegen den demolischen Procureur General, an dem Strick rauszudrehen. Les méthodes employées étaient carrément celles d'une police parallèle, agissant dans un état de non-droit. Steht am Bericht von der Enquetekommission. Weiter steht da, la commission d'enquête condamne sévèrement cette action. Le directeur du SREL a fait déposer le dossier au parquet. Das also ein Plan beim Parquet angereicht gehen. Plusieurs témoins, steht da noch da, ont annoncé leur intention de faire une déclaration. L'enquête judiciaire devra établir s'il s'agit d'un cas isolé. Ich muss sagen, Herr Präsident, ich hatte wirklich kein Verständnis dafür, für es mal gelungen auszudrücken. Wenn ich logisch gesagt kriege, es wird nichts geschieht an dieser skandalösen Affäre. Und auch versollt den Procureur General selber, was ich nicht weiß, nicht hat wollen einen Plan da machen, was ich auch kann verstehen. Da fand ich, hätte den zuständigen Minister müssen, die für drun zitierten Artikel vom Code d'instruction kriminell spielen lassen, an der Parquet, den eine hierarchische Struktur als ausstellen, eine Enquete zu lancieren an der kriminellen Affäre, wo eine Parallelpolice innerhalb vom Srell abgebaut ging, die den Procureur General hier am Land überwehrt wird. Mit einer Affäre, die nichts zu dienen hat, aber gut nichts zu dienen hat, weder mit den Aufgaben von einer Police, noch mit den Aufgaben von einem Srell. Drittens will ich wissen, bis zu wat für einem Zeitpunkt die aktuell Direktor vom Srell, Madame Doris Volz, als Procureur d'État adjoint für all die Affären, die das Srell betreffen, zuständig war. Weil es war sie, die der Enquetekommission 2013 regelmäßig über den Fortgang von den Affären judiciaire berichtet. Ich so nicht merci.
Merci dem Herr Urbani. Dann hört wir direkt den Herr Premierstaatsminister, den Herr Xavier Bettel.